Bevor wir die Schwelle zum Sonntag überschreiten, schauen wir in einem Augenblick der Stille zurück auf die vergangene Woche. Ich schaue und höre auf das, was gewesen ist. Die Bilder, die von den vergangenen Tagen zurückblieben. Die Stimmen, die noch in meinen Ohren und meinem Herzen nachklingen. Meine Bilder der Sehnsucht und Hoffnung. Mein Rufen, meine Angst und mein Bitten. Gott, du Schöpfer der Zeit und unseres Lebens, du hast Gelingen geschenkt, ermutigende Freude, Feier des Lebens und der Gemeinschaft. Wir danken dir. Wir danken dir. Gott, du hast uns aber auch Lasten, Sorgen und Traurigkeiten zugetraut und sie mit uns getragen. Wir danken dir. Gott, manches ist uns missglückt, manches ist noch unvollendet geblieben. Erbarme dich unser. Gott, im Heute stehen wir vor dir. Öffne unsere Herzen, dass wir auch die kommende Zeit aus deiner Hand empfangen, voller Vertrauen und Gewissheit, dass du mit uns bist. Darum bitten wir. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.
Aus dem Johannesevangelium. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, König der Welt. Am ersten Tag der Schöpfung hast du das Licht erschaffen. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, König der Welt. Am ersten Tag der Woche, am Ostermorgen in Jerusalem, hast du deinen Sohn Jesus Christus von den Toten auferweckt und neues Leben begonnen. Herr unser Gott, wir danken dir für Jesus Christus. Er ist für uns das Licht der Welt, von dir gesandt, die Welt auszuleuchten und die Finsternis zu bannen. Die Kerzen, die wir an der Osterkerze entzünden, mögen uns leuchten am Tag des Lebens. Möge ihr Licht wie der Schein sein der Ostersonne, die uns an deinem Tag immer neu aufstrahlt. Du
Schwestern und Brüder, mit diesem Abend beginnt der Tag des Herrn. Wir wollen ihn in Freude und Frieden willkommen heißen. Das Thema dieser neuen Woche Das Thema dieser neuen Woche ist Versuchung. Unser neuer Wochenspruch steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das Sonntagsevangelium für den Sonntag in Vokavit steht bei Matthäus im 4. Kapitel. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Ehre sei dir, Herr. Lob sei dir, Christus. Jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt sind die Tage des Heilands. Jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt sind die Tage des Heilands. Wer weiß, welchen Anlass
Lebendiger Gott, du hast deinen Sohn in die Welt gesandt, dass er die Macht des Bösen besiege. Gib uns die Klarheit zu erkennen, was recht ist, und den Mut abzulehnen, was verkehrt ist. Bring uns voran auf dem Weg zu deinem Ziel. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Und wir bitten dich für alle, die an diesem Sonntag dein Wort verkündigen und hören und das heilige Mahl feiern. Lass sie die Geheimnisse deines Reiches erkennen und erfahren. Herr, wir warten auf deinen Tag. Lass uns sein Licht aufgehen und erwecke uns zu neuem Leben, der du lebst und Herr bist in Ewigkeit. Amen. Lasst uns preisen den Herrn. Gott sei ewig Dank. Es segne und behüte uns der gnädige, barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der